Nicht nur in München mit dem Oktoberfest, in ganz Deutschland ist Volksfestsaison und überall gilt, keine Frau geht gerne ohne Herz nach Hause. Aber wie werden die Lebkuchenherzen eigentlich hergestellt? Wir sind jetzt bei einem der größten Lebkuchenproduzenten der Welt. Hier kommt der Weg des Lebkuchenherzens. Mein Schatzi, meine Prinzessin. Ein Lebkuchenherz gilt als süßer Liebesbeweis. Beliebtester Spruch 2014, daher ein Klassiker. Ich liebe dich. Wie wird so ein Herz gemacht? Ist es nur ein Souvenir oder wirklich lecker? Galileo-Reporter Matthias Fiedler wird das für uns herausfinden. Wie findest du ein Lebkuchenherzen? Mir schmecken die richtig gut, ich esse sie gern. Die muss man aufheben. Ja, für mich darf da mal was Frecheres draufstehen. Das ist ja schon eher auf große Herz. Als Erinnerung praktisch an das schöne Erlebnis. Wie viele Jahre hält sich so eine Erinnerung aus Lebkuchen? Manche sagen, so ein Lebkuchenherz hält meist länger als die Beziehung. Das kann Matthias nicht überprüfen, aber... Wie lange so ein Herz wirklich haltbar ist, das erfahre ich jetzt hier bei einem der größten Lebkuchenherzproduzenten der Welt. Der hat seine Fabrik in der Nähe von München. Im Akkord backen, verzieren und verpacken die Mitarbeiter hier die Liebesbeweise. Das Erstaunliche, trotz Massenproduktion wenige Maschinen, dafür viel Handarbeit. Hey Bernie! Herzlich willkommen in der Herzlmacherei. Hallo! Matthias. Hier riecht's schon gut. Du. Ja, das ist typisch für uns. Bernd Dostler, genannt Bernie, ist der Geschäftsführer und gelernter Konditor. Vor 14 Jahren gründete er die Firma. So, Matthias, das ist das Grundrezept für unseren Lebkuchenteig. Das besteht aus Mehl, einem Triebmittel, also einer Art Backpulver, einer Gewürzmischung und 4 verschiedenen Zuckerarten. Hat irgendeine dieser Zutaten auch was mit der Haltbarkeit zu tun? Sicherlich 4 verschiedene Zuckerarten ist ein großer Teil des Rezeptes. Das macht natürlich haltbar. Wie lange genau, das erfahren wir später. Haltbarkeit ist aber nur eine Aufgabe. Normaler Haushaltszucker bringt Süße ins Herz. Zuckercouleur färbt den Lebkuchen typisch braun. Zuckerrübensirup bindet das Mehl besser. Und etwas ganz Spezielles, Farinzucker. Der malzhaltige Zucker sorgt dafür, dass das Herz nicht trocken wird. Denn er bindet die Feuchtigkeit und so bleibt das Herz saftig. Alle 4 zusammen sind ein natürliches Konservierungsmittel, weil Zucker nicht schlecht wird und sehr lange haltbar ist. Eine weitere wichtige Zutat, die Gewürzmischung. Darin befinden sich 15 verschiedene Gewürze. Sie sorgen für den typischen Lebkuchengeschmack. Aber es geht nicht nur um die Zutaten, sondern vor allem darum, in welcher Reihenfolge alles zusammenkommt. Teigführung nennt Bernie das. Das Geheimnis für das Lebkuchenherz oder für den Lebkuchenteig ist eigentlich die Teigführung. Was kommt nacheinander rein? Wie lange muss er lagern und wie wird der Teig eingestellt? Also der Bernie nimmt das wirklich sehr streng mit dem Teigführungsgeheimnis. Wir dürfen nicht zeigen, wie die Zutaten da reinkommen in diese Mischmaschine. Aber darf ich mir mal angucken, wie es aussieht? Dürfen wir. Der Lebkuchenteig ist durch den vielen Zucker eine klebrige, zähe Masse. Das wird Matthias später zu spüren bekommen. Die ersten Lebkuchen waren noch nicht so süß. Lebkuchen gibt es bereits seit dem 12. Jahrhundert. Statt viel Zucker sind vor allem viele Gewürze drin. Deswegen spricht man ihnen heilende Wirkung zu. Klöster und Kirchen backen sie vor allem zur Fastenzeit. Wer das erste Lebkuchenherz gebacken hat, weiß man nicht. Aber wer die ersten fürs Oktoberfest produziert hat, ist bekannt. Konditor Gustav Czernig beginnt in den 70er Jahren, die Herzen so zu backen, wie wir sie heute kennen. Davor sind sie vor allem aus Schokolade, aber die schmilzt schnell weg. Und damit ist auch das Wichtigste weg, der Spruch. Eine wichtige Zutat bis heute, Zeit. Im Teiglager von Bernd Dostler liegen im Moment 50 Tonnen Lebkuchenmasse und warten auf ihre Verarbeitung. 4 Wochen muss der Teig ruhen. Das ist ganz schön lang, oder? Das ist die Qualität, muss man dazu sagen. Je länger im Lager, desto besser und flauschiger und luftiger wird er am Ende der Lebkuchen. Durch die lange Lagerung breitet sich das Triebmittel gut aus. Der Teig geht dadurch im Ofen besser auf und Aromen und Gewürze entfalten sich im Teig besser. Dadurch ist auch der Geschmack feiner. Wie viele Herzen kann man aus so einem Klumpenteig machen? Aus einer Wanne bringt man ca. 3000 große raus oder 5000 kleine. Damit endlich Lebkuchenherzen entstehen, muss der Teig aber nochmal geknetet werden. Zwar übernimmt die Maschine die meiste Arbeit, aber ganz ohne Mensch geht es nicht.
Der viele Zucker im Teig macht ihn extrem schwer und zäh. Jetzt kommt noch ein flüssiges Triebmittel dazu. So, und jetzt läuft die Geschichte. Diese Knetmaschine hat besondere Rührhaken, sogenannte Z-Arme. Die sind besonders massiv und leisten Schwerstarbeit an dem Teig. Gut durchgewalkt geht es jetzt zum Ausstanzen. Vorne geht die Teigmasse rein. Hinten spuckt die Maschine schön geformte Herzen aus. Matthias' Aufgabe, die Maschine permanent mit neuem Teig befüllen. Hier reinlegen. Und was passiert dann? Die Walzen pressen den Teig gegen die Schablone und formen so Herzen. Es funktioniert wie bei Ausstechförmchen zu Hause, nur in XXL. 40.000 Lebkuchen verlassen jeden Tag diese Fabrik. Das Ausstechen macht die Maschine ganz automatisch und Matthias hat Pause, denkt er. Wie ein Lebkuchenkaugummi. Ich habe was Neues erfunden, Lebkuchenkaugummi. Oh, jetzt ist hier aber irgendwie gerade zu wenig hast Teig. du wieder vergessen, zu wenig Teig. Ich muss Teig nachlegen. Matthias. Geht auch so eine dicke Wurst? Einfach drauf. Schnell mit den fertigen Herzen zur nächsten Maschine. Die funktioniert tatsächlich ganz einfach. Es ist der Backofen. Bei über 200 Grad bleiben die Herzen für 13,5 Minuten im Umluftofen. Solange die Herzen backen, schauen wir uns an, wie der Zuckerguss gemacht wird. Eiweiß, Wasser und wieder viel Zucker. Mischverhältnis 2 Teile Süßes auf 1 Teil Flüssigkeit. 20 Minuten rühren, dann ist es eine fluffige Masse. Das kommt vom Eiweiß. Es ist wie bei uns zu Hause. Schlägt man Eiweiß, wird es steif. So. Darf ich das noch ablecken? Ist aber ein bisschen viel, wahrscheinlich ein Zuckerschock. Das könnte passieren, denn die Fabrik verbraucht im Jahr 20.000 Tonnen Puderzucker. Jetzt müssen erstmal die Herzen aus dem Ofen. Matthias, langsam, das ist ganz heiß. Das ist ganz heiß. Da kam jetzt voll die Hitzewelle. Diese hier müssen abkühlen. Dann bekommen die Herzen ihr besonderes Finish. Jetzt geht es wieder mit reiner Handarbeit weiter. Eine Maschine, die schreiben, Blümchen und Kringel kann, gibt es nicht. Mitarbeiter, die schon länger dabei sind, schaffen ein Herz in 90 Sekunden. Matthias darf es auch mal versuchen. Und so soll es aussehen. Und was sagt der Chef zu dem Ergebnis? Also für Spatzel wäre es noch nichts, aber für eine Riesenbekanntschaft kann man das auch hernehmen. Heißt übersetzt, für eine Affäre reicht es. Für die Traumfrau muss Matthias noch üben. Der Spruch stimmt aber schon, oder? Was mögen die Leute auf ihren Herzen? Ich finde zum Beispiel süße Prinzessin ganz nett oder Herzilein. Ich hab dich lieb, Mausi. Küss mich endlich. Du bist mein Schatz. Mein kleiner Bär. Klassiker wie Ich liebe dich und Prinzessin sind die Bestseller unter den Aufschriften. Das mit dem Schreiben ist zu anspruchsvoll. Vielleicht ist Matthias beim Rand besser. Denn jedes Herz hat auch einen Rand, meist zweifarbig. Aber wie kommen denn 2 Farben in die Spritztüte? Das funktioniert ähnlich wie bei der Zahnpasta. An den Rand der Spritztüte kommt die Farbe. Aufgefüllt wird mit weißem Zuckerguss. Das Bunte ist natürliche Lebensmittelfarbe. Der größte Markt für Lebkuchenherzen ist Deutschland. Allerdings verkauft diese Firma an die ganze Welt die Liebesbeweise mit kleinen Unterschieden. Die Araber lieben die Herzen mit vielen Perlen und Verzierungen. Weiß gilt in China als Farbe der Trauer, für Lebkuchenverzierungen also unpassend. Die USA hat strenge Zollbestimmungen, also dürfen nur natürliche Farbstoffe aufs Herz. Bei russischen Herzen ist eine andere Gewürzmischung drin und der Teig ist lockerer, denn sie essen ihre Herzen wie Kuchen zum Kaffee. Matthias' Rand ist fertig. Naja, fürs zweite Herz gerendert auch okay, würde ich jetzt einmal sagen. Wir brauchen so ca. 100, 150 Stück, dann haben wir den Dreh raus. Wir sehen uns in 3 Tagen. Verpacken darf Matthias sein Herz noch nicht. Der Zuckerguss muss eine Nacht aushärten. Aber diese vielen Herzen warten darauf, in Folie verpackt zu werden. Das passiert hier.
Auch mit einer Maschine, aber ganz ohne Mensch geht es nicht. Denn vorne muss eine Person stehen, die die Herzen auf das Fließband legt. 50.000 Meter Folie verbraucht die Firma jährlich. Und schließlich kommt endlich die Antwort auf unsere Frage. Wie lang sind die denn jetzt eigentlich haltbar? 2,5 Jahre. Okay. Das macht, wie gesagt, der Zucker. Ist ein Herz laut Ablaufdatum noch 2 Jahre haltbar, ist es also frisch gemacht. Es gibt aber noch weitere Tipps, wie man ein frisches Herz erkennt. Erstens, es muss weich sein. Zweitens müssen die Farben schön leuchten. Und drittens muss es nach Lebkuchen riechen. Der letzte Schritt. Bändchen einfädeln. Sogar das wird in Handarbeit gemacht. So können die Herzen auf das Oktoberfest, nach Deutschland und in die ganze Welt verschickt werden. Matthias muss nicht so weit reisen, um ein Herz zu bekommen. Jetzt, wo ich weiß, wie viel Liebe und Handarbeit in so einem Lebkuchenherz steckt, nehme ich mir natürlich auch eins mit nach Hause. Aber keins von mir, sondern eins mit ordentlicher Schrift. Wem er sein Herz schenkt, verrät Matthias aber nicht.